Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Update von Ort Online. Wir sind da quasi auf einem kleinen Testgelände, wo ich hinter meiner Base gemacht habe, um euch zu zeigen, was für neue Blöcke das es gibt. Also teils neu. Wir hätten mal Wolle, haben wir zwar vorher noch schon überall da gehabt, aber jetzt können wir die in all die verschiedenen Formen verwandeln. Woohoo! Dann gibt es Bouncy Blocks. Dazu zeige ich euch noch einen kleinen Clip. Die kann man auch in allen Formen jetzt mittlerweile. Und Eis, jetzt zwar auch schon vorne gegeben, aber auch alle Formen. Wieso das? Ganz einfach. Sie haben Reibung eingeführt ins Spiel. Das heißt, das Eis da ist jetzt rutschig. Das heißt, das Eis da rutscht man ab. Und das gibt coole Rutschbahnen. Ähm, die da hier sind jetzt weich und flauschig, wie wohl es sollte sein. Heißt, wenn man da drauf geht, bekommt man fast kein oder gar kein Fallschaden. Und die da hier sind, wie es halt schon tönt, Bouncy Blocks. Man kann drauf gumpen und wird wieder weggeschleudert. Und wenn man die drei kombiniert, dann gibt's ganz lustige Sachen. Und die zeige ich euch jetzt. So, und da wären wir jetzt auf meinem Turm quasi. Wie schon gesagt, wenn ihr einmal eine Tour ähm, von meinem Haus wollt, das ist das da unten, dann sagt das ruhig, mache ich gern. Aber jetzt zu den rutschigen, bouncigen und fluffigen Blocks. Wenn wir jetzt da runtergehen, werdet ihr genau sehen, was man so Tolles damit machen kann. Abgesehen von dem Bug, aua, wo einen fast zum Krepieren bringt. Also, ah, das ist der einzige Bug, was es noch gibt im Moment. Also mit diesen Eisdinger. Es gibt noch ein paar andere Bugs, aber die sind weniger schlimm, finde ich jetzt im Moment. Es geht darum, dass Eis sich manchmal so verhaltet, als wäre es ein ganzer Block und nicht so einen halben schrägen Block. Das heißt, man rutscht ab und kommt dann quasi so da drauf, auf den ganzen Block, wo also so quasi da ist und Eis ist, und dann wird man weggeschleudert. Und das gibt am ersten Mal Schaden, zweitens Mal macht es den ganzen Sinn von der Rutsche kaputt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein schneller Weg von meiner Base in die Stadt, quasi, wo der eine ist. Und sobald ich dort hinschaue, ist mein Ping am Arsch und ich habe Frame-Einbrüche. Das ist schon noch etwas, was ihr fixen. Aber, wir haben, wow, ich will nicht da runterfallen. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwas Falsches gebaut habe da. Irgendwie sieht das komisch aus. Auf jeden Fall, wenn man da runtergeht, ist das der zweite Verwendungszweck, den ich gefunden habe. Hui, wupp. Yep, eine Schnellstraße. Wo ziemlich gut funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, man nimmt hure viel Schaden oder was weiß ich. Und wir probieren jetzt nochmal von dem Turm dort oben runterzugehen. Und da mal klappt es hoffentlich. So, Versuch Nummer 2. Bitte, bitte, bitte. Das könnte knapp werden, wenn ich für drücke vielleicht. Versuch Nummer 3. Und es hat geklappt. Und wie ihr gesehen, boing, boing, hui, boing, boing. Jetzt sind wir wieder da am Anfang von unserer Schnellstraße. Und das wären eigentlich auch schon alle Updates für Blöcke und Funktionen. Es gibt noch eine, wo man ab und zu mal gemerkt, sie haben das Block Placement quasi ein bisschen modifiziert. Das heißt, der Client, wo ja noch kein Client ist quasi, aber also es gibt noch kein Standalone, aber ist ja schon irgendwie ein Client. Auf jeden Fall, der tut voraus berechnen, wo das mir einen Block plant, während er quasi das Signal gleichzeitig an Server schickt. Das heißt, ich muss nicht warten, bis der Server mir Bestätigung gibt, ja, du kannst da den Block platzieren, sondern es platziert den Block ungefähr, und wenn der Server okay gibt, dann ist zwar der Block zwar schon da, für uns sichtbar und draufstehbar, also ich meine, das geht im Millisekundenbereich, aber erst wenn der Server es okay gibt, nehme ich jetzt mal an, ist dann der wirklich komplett gespeichert. Aber wir sehen früher noch, was
das Bauen, theoretisch ist es ja leichter, ganz einfach, weil man halt das Zeug früher noch sieht. Aber es macht es auch schwerer, weil ab und zu kann es passieren, dass ein Block eben lang dauert. Also wenn man einen Ping von über 200 hat, dann dauert das Signal, wo man an den Server schickt, länger als das Voraussagen vom Block, könnte man sagen. Also viel, viel länger. Und dann kann man quasi da einen Block platzieren, umschwenken und dann platziert es den Block da. Obwohl man so Klick gemacht hat und dann übergeschwenkt hat. Und das ist natürlich ein bisschen nervig für die einen hohen Ping haben. Weil im Moment ist alles, der Ping ist alles andere als stabil. Wenn ihr doch schauen, also wenn ich in die Richtung schaue, da oben, habe ich, das ist zwar nur ein Weg, also der Ping dort oben ist ein Weg, aber der ist 93, wenn ich in die Richtung von Stadt schaue. Und wenn ich in die Richtung von meinem Haus schaue, geht der aber auf ungefähr 50 oder 40 manchmal sogar. Und das, ja, das sollte nicht so sein. Ich nehme mal, es sind einfach all die Light-Updates von der Stadt dort hinten. Aber das wäre es gewesen mit den Updates. Ah nein, es gibt noch etwas. Es gibt sogar zwei Sachen. Also erstens mal für die, die das ausspielen, ist das jetzt eher interessant. Nämlich View Bobbing, also oder Head Bobbing, ist ausgestellt, also ist eine Option geworden, wo man kann ausstellen. Das heißt, man sieht nicht, wie der Kopf auf und ab gewackelt in der Ego-Perspektive. Das ist relativ gut zum Bauen halt und für die Motion Sickness überkommen. Und das zweite Update war, dass man, das ist lustig, weil das Spiel ist ja in einem Browser im Moment. Und ich tue mal das wieder aus. Und das heißt, wenn man Control und W drückt, ist bei den meisten Browsern ein Shortcut, um, ich weiß nicht, den ganzen Browser zu schließen oder nur den Tab. Auf irgendwas so geschlossen. Und ja, Control ist bis vor dem Update quasi der Knopf gewesen, um die Schrägen zu machen. Und das haben sie jetzt in Taste R umgewandelt, wo das togglet. Also man muss nicht gedrückt halten, sondern es einmal drücken tut es umändern und einmal nochmal drücken tut es zurückändern. Problem ist einfach, du siehst nicht, welchen Modus du jetzt gerade hast. Also ich kann jetzt R drücken und es verändert sich komplett nichts. Ich kann nochmal R drücken und es verändert sich immer noch komplett nichts. Aber das sollte es eigentlich gewesen sein mit den Updates. Ich habe mir da extra die Liste nebendran gelegt. Ja, das ist eigentlich alles gewesen. Außer noch ein paar kleine Fixes, aber die sind nicht so wichtig. Die Rutschdinger sind viel wichtiger. Wir gehen jetzt nochmal runter und wenn ich sterbe, dann, ja. Und wenn ich nicht sterbe, auch dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, sagen mal, was ihr von den Updates haltet. Was ihr von meinem Video zu den Updates haltet. Ich sollte es vielleicht ein bisschen kürzer und prägnanter fassen, aber ja. Das mache ich dann nächstes Mal. Und vor allem, wenn es stabiler läuft. Und ja, wir sehen uns hoffentlich bald beim nächsten Update zu Ort Online. Und ja, tschüss.